Und willkommen zurück hier bei Pokémon Snap bei Retro Cash sinnlose Let's Plays. Und wir hätten in der letzten Folge noch das Tal freigeschaltet. Ich habe jetzt eine Weile nicht mehr gespielt. Ja. Es war wieder eine längere Pause in dieser Aufnahmezeit drin gewesen. Und ja, mal schauen, ob ich gleich noch ein paar Fotos oder schöne Fotos machen oder kann machen oder... Hat es da gleich das ein oder das andere Foto gegeben von Matti, das nicht so schlecht war. Hat jetzt auch das ein oder das andere Bild gegeben. Es hat da noch ein paar verschiedene andere Sachen gegeben. Wenn man freischalten, weiss aber halt auch nicht mehr wirklich alles. Da müssen wir wirklich ein bisschen absichtig sein. Da war auch noch ja etwas da mit dem Menki, glaube ich, mit Ski, wir sollten dort raufschiessen oder irgendwie so. Ja. Ah genau, das war da für den Schalter, glaube ich. So viel ich mich noch mag erinnern. Ja, es war wieder ein bisschen konzentriert gewesen und nicht so viel geredet, aber war ganz kurz da. Ich weiss halt, so viel schauen die Videos nicht, aber mir würde es jetzt gleich wundern, was hätte näher gehalten, wenn für die Switch VR-Brille ein Pokémon Snap Remake rausgekommen wäre oder nicht, weil ich jetzt eigentlich eine coole Idee gefunden und dann habe ich gesagt, du hast glaube ich schon im ersten Video angesprochen, ich habe mir die VR-Brille wahrscheinlich auch geholt und oder gekauft. Aber so im Moment für das Breath of the Wild und das Mario Odyssey muss ich sagen, nur wegen dem brauche ich jetzt die VR-Brille nicht, weil es ist ja auch nicht unbedingt so gut, oder es hat glaube auch nicht ganz so gute Kritiken bekommen.
Ja, den nehmen wir da. Das gefällt mir ganz gut da. Der gefällt mir halt sehr gut eigentlich. Gefällt mir auch gut. Ah ja, könnte ein bisschen besser sein, aber... Ist vielleicht noch ein bisschen besser. Ja, mehr ist schon nicht mehr gewesen. Ja. Pokémon hat nicht so eine Pause für uns da, leider. Oh. Wunderbar. Okay. Du warst nah dran. Gefällt mir nicht so. Oh. Wunderbar. Gefällt mir dafür wieder besser. Wunderbar. Und das gefällt ihm auch nicht so schlecht. Also zum nochmal weiterkommen, schreibt es doch in Kommis, nehmt mich Wunder, wenn ihr sagt da, so, oder wenn ich ja gehalten hätte, wenn jetzt das Pokémon Snap Remake oder das Pokémon Snap 2 rausgekommen wäre für den Switch. Also die VR-Brille für die Switch, da für den Karton-Dings, Bums. Nehmt mich noch Wunder. Gut, aber dann gehen wir da zurück zur Sache. Jetzt müssen wir mal schauen. Ein geheimnisvoller Schalter. Viel Glück. Willkommen zurück. Ja, willkommen zurück und ja, wir fahren die Strecke jetzt einfach nochmal. Ist zwar jetzt langweilig, um die Strecke nochmal fahren, aber wir tun jetzt mal schauen, was wir noch verbessern können. Zumindest wird am Ski jetzt mal noch. Kleinstein. Kleinstein. Ja, wir können es ja probieren, immer, dass wir vielleicht so ein oder das andere Stern vielleicht noch mehr mitnehmen. Das ist auch noch wünschenswert, oder?
Ja, das Mal hätten wir da wenigstens geschafft. Also hätten wir zumindest im zweiten Versuch. Hätten wir zumindest im zweiten Versuch geschafft, zum da den Schalter betätigen. Ja, ich weiß. Viel reden, sich konzentrieren beim Spiel und viel reden ist nicht wirklich meine Stärke. Merkt ihr ja da. Aber wir haben jetzt etwas weiteres Hallo! gefunden. Oh, hallo Cash, was für eine Überraschung, dich hier zu sehen. Ich schätze, du möchtest wissen, warum ich hier bin. Nun gut, ich habe interessante Neuigkeiten aus dem Pokémon-Labor. Insgesamt 6 Pokémon-Zeichen sind auf dieser Insel versteckt. Diese Zeichen haben etwas mit wichtigen Pokémon zu tun, die hier vorkommen. Die Pokémon-Zeichen sind Elemente in der Landschaft, die diesem Pokémon ähneln. Eines ist ein Felsmassiv, das wie ein Dictri aussieht. Ich bin hier, um es zu suchen. Leider kann ich nicht weiter landeinwärts gehen. Ich werde es wahrscheinlich nicht finden. Hast du einen Berg gesehen, der wie ein Dictri aussieht? Ich habe eine Idee. Mach ein Bild, wenn du dieses Pokémon-Zeichen irgendwo siehst, als wäre es ein Pokémon. Vielleicht können wir auf den Bildern Hinweise auf die Pokémon-Zeichen entdecken. Nein, die Information solltest du nicht nochmal wiederholen. Warte. Ich werde im Pokémon Report eine Seite für die Zeichen einrichten. Bis später. Ja, dann mach du das mal. Ja, wir können jetzt mal noch schauen, welche Pokémon das uns da schönste Post haben. Den dir da mal einen Professor zeigen. Nicht viel besser, ne? Tun wir da probieren. Ist doch gleich. Könnte besser sein da. Stratini haben wir nicht wirklich schon gewünscht, ne? Das will ich mal probieren. Und da müssen wir eigentlich auch ein bisschen verpasst haben. Wie die heissen. Und wenn nicht, probieren wir da aus. Nicht noch das Kappador. Den ist schon fertig gewesen. Irgendwie kann man noch das Garados aus dem Wasserfall rauslocken. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das funktioniert hat. Ja. Aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, wenn man sonst unter Umständen halt kein Bild hat von so einem Pokémon. Shigi ist natürlich ein neues Bild. Wunderbar! Das ist auch. Da wird dann noch Oh! das gefällt ihm ein bisschen besser. Und da ist er noch schlechter. Ja. Knapp schlechter. Oh! Gut gemacht! Da ist einiges besser gesehen.
Gut gemacht. Das war das Neue viel besser, aber okay. Gut gemacht. Das Sternhaus Neue gefällt dem auch besser und dann immer noch Stormy. Der Starman. Wunderbar. Der wird auch nicht besser sein, aber ganz mini wie der Punktzahl. Das Krabbert war da. Warte. Und jetzt. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Das hier wird dir die Suche nach Pokémon-Zeichen erleichtern. Wäre es nicht prima, wenn das Zero-One-Mobil schneller wäre? Nun, ab sofort kannst du diesen Dash-Antrieb benutzen, um schneller zu fahren. Es ist ganz einfach. Drücke R, um dein Zero-One-Mobil zu beschleunigen. Soll ich diese Information? Nein. Du solltest erst die Infos zu den Pokémon-Zeichen lesen. Also sollten wir da im Pokémon-Rapport, nehme ich mal an, dann hat er jetzt da etwas eingerichtet, Pokémon-Zeichen. Aha. Ah. Gut, das sind da quasi die Pokémon-Zeichen. Und ja, wir haben noch die Zeit, darum würde ich sagen, wir gehen doch einfach, nein, wieder zurück. Und Pokémon-Zeichen weiss ich, glaube die meisten noch ungefähr, wo das sind, darum lesen wir es jetzt nicht wirklich durch, sondern gehen einfach mal auf die Strecken. Und komischerweise gibt es so viele Pokémon-Zeichen wie Strecken, also müsste es theoretisch irgendwie auf jeder Strecke so ein Pokémon-Zeichen geben. Wir können ja da mal probieren. Wir können ja mal probieren. Ja, jetzt bin ich selber aus dem Konzept gehalten. Also da hinten jetzt zumindest das Zeichen gefunden. Das Relaxo können wir immer noch nicht machen mit dem. Aber vielleicht gibt es da noch ein schönes Mauzi-Bild. Holen wir da mal noch Pokémon raus. Mal schauen, was da noch gibt. Da ist ja nicht immer so gut. Ich glaube nicht, dass so gut die Karte. Vielleicht ist dann ein besseres Bild geworden. Da gibt es noch nicht viel besseres Bild, oder immer jetzt ein bisschen verkackt, also machen wir da schnell das Ende. Aber zumindest immer das Pokémon-Zeichen können fotografieren.
Da wäre ja wenigstens schon ein Anfang auf der ersten Strecke. Da könnte man ja noch schauen, dass wir da gerade auf die nächste Strecke dann auch noch machen. Probieren jetzt aber mal das aus da. Mal da ausprobieren. Mal da ausprobieren. Sichlo haben wir zwar neu, aber war noch nie so wirklich schön. Ist noch am ehesten in der Mitte. Da können wir mal ausprobieren, gibt aber wahrscheinlich noch nicht, wird nicht mehr gehen als der von Pikachu, vermute ich mal. Wo wir ja dort mal geschafft haben zum Fotografieren. Und Janira könnte auch noch ein bisschen besser sein. Es kann Gama da hinten, da will man gar nicht probieren, da wird sicher nicht besser sein. Dann müssen wir schauen, das Taubsi da wäre ein bisschen grösser. Die Hose gefällt mir nicht ganz so gut. Ja, ist gleich ein bisschen besser, aber 30 Pünktchen oder so. Warte, Du gut gemacht. gefällt mir viel besser. Nehmen wir das Mauzi. Gefällt mir nicht besser. Silo ist neu, aber wahrscheinlich nicht. Wunderbar. Ein paar Pünktchen. Okay, also das Pikachu auf dem Baumstamm Wow. gibt mehr Punkte wie der Surfer Pikachu, okay? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das Mapper da, das sollte eigentlich auch lieber besser sein, ja. Ein paar Punkte mehr geben. Also ist die ganze Tour da für das Zeichen nicht ganz umsonst Gut gewesen. gemacht. Hat gleich das ein oder das andere Bild Oh, gegeben, wo wunderbar. Warte, gleich das ein oder andere Bild mehr gegeben von Pokémon. willkommen zurück. So, habe ich sagen. Und jetzt habe ich vergessen vorlesen, aber ist ja jetzt eigentlich auch egal. Wir haben Pokémon-Flöte hier bekommen. Ja, jetzt habe ich jetzt hätte ich es eigentlich können vorlesen, weil ich jetzt Wiederholung gedruckt habe. Aber ich glaube, dass wir mal hacken lassen. Und weil es eh schon ziemlich eine langweilige Folge ist, wenn wir jetzt einfach nochmal durch den Strand durch und machen zumindest noch ein Bild vom Relaxo, weil das Relaxo müsste eigentlich mit der Pokémon-Flöte aufwachen, aber wir können jetzt da einfach einmal Vollgas durchreizen. Da und da kann es noch ein schöneres Bild geben, vielleicht. Und das Relaxo Post so richtig schön für uns. Das hat mir jetzt richtig gut gefallen und vielleicht kommt ja sicher noch mal raus. Ja, ist noch mal raus für uns. Ob das Bild dann besser ist oder nicht. Ja. So haben wir uns ja dann überraschen lassen. Okay. Jetzt hat es einen Crash gegeben da, hä?
Evoli noch ein bisschen. Ja, haben Pause ein bisschen für uns. Gut, danke. Ja gut, da wär's gsi in dem Fall. Wahrscheinlich noch von dieser Folge, wir tun jetzt hier noch Bildchen anschauen und nachher gehen wir natürlich dann auf die Jagd nach den nächsten Pokémon-Zeichen oder den anderen Pokémon-Zeichen noch. Und wäre natürlich schön, wenn ihr dann dort auch wieder mit dabei wäret. Wäre natürlich cool, aber es ist leider nicht in der Mitte. Also tun wir da ausprobieren. Sicher wird wahrscheinlich nicht viel besser sein, aber der könnte noch. Ja, haben das schon gut. Ja. Au, gut, dann ist Kreis markiert. Ist ja auch egal, ist ja nicht so schlimm. Also da ist Gut gemacht. einmal ist in der Mitte. Gefällt ihm. Wunderbar. Unsere Lachse gibt wenigstens noch ordentlich Punkte. Du warst nah dran. Sicher interessiert ihn gar nicht. Oh, Und Evoli ist gut gemacht. ganz ein bisschen besser. Okay. Willkommen zurück. Ja, da wäre es im Fall gewesen. Vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Und ja, ich glaube, so die ein oder andere von den 1, 2 Folgen soll es eigentlich schon noch geben. Hoffe ich mal. Und sonst, ja, ist halt auch nicht so schlimm. Und das ist nur, dass ich mal noch gesagt habe, ich werde sicher nicht alle Pokémon oder Fotos von allen Pokémon machen, die es im Pokémon Snap gegeben hat oder möglich gewesen sind. Somit vielen Dank und man hört sich.